Ja, grüß euch beinand und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Weiter geht's im Text. Wir haben im letzten Video, wir sind jetzt bei Part 13, sind wir jetzt. In Part 12 sind wir fertig geworden mit dem ersten Call, Part 1. Und hier sind wir jetzt nochmal in dem nächsten Video. Gym Talk, Essen und Flirt-Tipps Inside Drachenlord. Das ist praktisch dasselbe Gespräch. Das haben sie jetzt in zwei Videos unterteilt. Wo ich sagen muss, war jetzt echt positiv angetan. Man muss ja auch, man darf ja nicht immer nur Scheiße schreien. Ich war jetzt sehr positiv davon angetan. Die vorherigen Videos, da war sehr viel unnützer Gaming, bla bla Bullshit mit drin. Und das hat man jetzt hier nicht. Das ist einfach nur ein Gespräch, wo er natürlich wieder vollkommen utopischen Stuss schwallt. Was hat man jetzt wieder in den letzten, irgendwie, keine Ahnung, seine ADS-Geschichte, ne, die niemals diagnostiziert wurde und so weiter und so fort. Und schauen wir mal. Es fängt jetzt hier an mit Neues vom Blog. Da kann es schon wieder interessant werden. Essen fassen. Das ist wichtig, ne, weil der Rainer isst ja eigentlich nie. Er muss dann zwischendurch schon mal was essen. Die Vermieterin aus Denken, es squeeze dann irgendwie die Vermieterin vom Haus, wo er jetzt wohnt, in Berlin. Weil er wahrscheinlich zu weltfremd ist, um zu checken, dass wenn du dir in Berlin so eine Putze mietest, dass da höchstwahrscheinlich den eigentlichen Vermieter nie triffst, sondern dass das entweder über Hausverwaltung geht oder halt gleich über so einen großen Immobilienkonzern. Dass es nicht gang und gäbe ist, dass du einfach im selben Haus wie der Vermieter wohnst, aber naja. Schauen wir mal, was es hier so zum Besten gibt. Ich bereite mich auf jeden Fall auf ein sehr grell leuchtendes Lügenfeuerwerk vor. Für die Leute, die tatsächlich auf den Bildschirm schauen und das hier nicht als Podcast genießen, könnt ihr euch schon mal Sonnenbrille aufsetzen. Ich glaube, das wird grell. In diesem Sinne, hockt euch her, Sammermeere. Reißt's euch a Häube auf. Mir ging an einer. In Rainer. Warte mal, hast du heute eigentlich schon irgendeinen Beitrag veröffentlicht? Ich habe gar nicht geschaut. Irgendwie habe ich jetzt gerade erst gedacht, du fragst mich etwas anderes. Okay. Oh ja, es geht schon wieder gut los. Nein, ne, weil so kommunizieren Menschen nicht. Es ist nicht so, dass du sagst, hey, hast du eigentlich heute schon mal hier 5 gegen Willi? Nicht? Warum nicht? Hast du keine üblichen Konversationen zwischen normal intelligenten Erwachsenen, ne? Ja, ich hatte jetzt irgendwie so, der Tonfall klang gerade so komisch. Habe ich jetzt irgendwie gerade was anderes gedacht. Ah ja. Der Tonfall klang für mich ganz normal, um das da rein zu interpretieren, Rainer. Das ist ein Empfängerproblem der Nachricht. Ne? Das liegt nicht am Sender der Nachricht. Das ist ein Empfängerproblem. Aber das ist generell das Ding, was wir momentan in unserer Gesellschaft haben, dass die Leute einen nicht mehr dafür verantwortlich machen wollen, was man gesagt hat, sondern dafür, wie sie das interpretiert haben. Und da kriege ich oft mal eine Weng Hasslatte davon. Weil mir vollkommen wurscht, was die Leute aus meinen Aussagen in ihrem kranken Kopf zusammenschustern. Wenn ich das so nicht gesagt habe, habe ich so nicht gesagt. Ich habe heute einen Beitrag veröffentlicht. Da steht alles stimmt. im Blog. Stimmt, ich sehe es. Im Podcast, wenn du im Discord mal schaust, in der Blogbeiträge, Mhm. eigentlich sehen. Was, steht es im Blog, im Podcast oder im Discord? Genau. Und da habe ich alles gepostet. Ich habe ja auch 2 Podcasts hochgeladen. Ja, sehr gut. Muss ich mir auf jeden Fall noch anhören, bin ich noch nicht dazu gekommen. Wie gesagt, ich war ja an der Uni, also. Das wird sowieso, ich glaube, jetzt ein bisschen schwierig, das alles noch so mit also ich werde auf jeden Fall jetzt weiter kommentieren und mir das anhören und so. Ja, mit dem Podcast bin ich leider nicht ganz fertig geworden. Das, tut mir leid, er liegt am ADHS und so.
Mann. Aber wenn wir gleichzeitig jetzt auch noch so, weißt du, öfter im Voice-Chat sind, dann nimmt das halt schon viel Zeit ein. Da muss ich halt gucken, wie ich das alles unterbringe. Mach das, wie du willst. Du musst ja auch nicht kommentieren, alles gut. Ich dachte so, wir sollen so ein bisschen weiter boosten. Ja, nein, ihr könnt es so machen, wie ihr das für richtig haltet. Ja, du kannst ja auch einfach irgendeinen Bot organisieren, der dann für dich da kommentiert, so wie es die anderen Hater halt auch tun, ha? Nur, dass du dem halt dann sagst, dass er freundliche Sachen kommentieren soll. Und Rainers Männlichkeit bloß nicht in Frage stellen. Oder seine Expertise, wenn es um Snooze-Themen geht. Das ist ja eure Sache. Okay. Natürlich pusht das Ganze, aber man muss das deswegen ja machen. Also, es ist ja eure Zeit. Ja. Ihr könnt eure Zeit ja einteilen, wie ihr möchtet. Ja, also, wenn wir Fragen haben, können wir dir die ja auch jetzt so stellen, weißt du, was ich meine? Also ich werde es mir trotzdem weiter durchlesen. Deswegen bin ich ja eigentlich da, oder nicht? Also, dachte ich. Ich weiß nicht, Welche? wofür du da bist. Oh. Zum Metfarben ist die da. Ich weiß nicht, wofür du da bist. Ich meine, das musst du selbst wissen, oder? Ja, ich denke auch. Ich meine, ich weiß, was ich mir gedacht habe dabei. Okay. Aber das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Ja, es passt schon gut, oder? Dass es 2 Frauen sind, die da immer so kommentieren. Da kann ich ja nichts. Ja, kannst du nicht, aber ja, es ist halt, wie es ist, ne? Aber ich bin gespannt, ob jetzt noch so Leute auch aktiv anfangen mit kommentieren und dann auch noch dazukommen. Also ich hatte heute einen Typen, der mich über Discord angeschrieben hat. Okay. Nicht über Discord, über das Kontaktformular, so wie ihr halt auch. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, ich bin auch gespannt. Dann werden wir die neuen Leute so ein bisschen auch beobachten. Ich glaube, da kommt man nicht so drum herum, weil man muss ja ein bisschen rausfinden, was sind das denn für Leute so. Das ist richtig, ja. Und wenn wir... Ja, das sind ja Hater, ha? Das ist die wahrscheinlichste 99,9% Wahrscheinlichkeit sind Hater und 0,01% sind dann eher so kernbehindert, ne? irgendwas mitkriegen, sagen wir dir ja Bescheid, denke ich mal, wenn du das möchtest. Ich würde mich darüber freuen, klar. Okay. Ist immer gut, wenn man ein paar Augen mehr hat. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich bin zufrieden, dass ich 2 habe. Mehr will ich ja gar nicht. Das sieht weird aus, Rainer. Ich muss mal meine Sushi weiter essen. Ich habe es hingekriegt, während des Redens die Hälfte davon zu essen. Aber ich will halt auch nicht reden, während ich Essen im Mund habe. Deswegen geht das sehr langsam voran, ehrlich gesagt. Alles gut, dann sag es doch einfach, sind du an Essen. Nee, alles gut. Alles gut. Ich möchte mich auch ein bisschen unterhalten und so. Ist ja schön. Mhm. Hm. Also ich habe eine gute Zeit. Ich weiß nicht, wie du das so siehst. Ja, ja, klar. Schön. Alter, die komischen Kater, was hier. Ich hätte auch mal wieder Bock auf Sushi, aber es gibt hier leider in der Nähe keinen guten Sushi-Laden. Rainer, du behauptest jetzt hier, also seit ich weiß nicht wie viele Stunden in dieser Discord-League-Scheiße, du würdest in Berlin wohnen. Und jetzt willst du mir erzählen, dass es in Berlin absolut unmöglich ist, gutes Sushi zu organisieren. In Berlin, Rainer. Sass. Es ist so erbärmlich, wie man bei der Berlin-Lüge über sowas Lächerliches stolpern kann. Freilich, ich glaube, in Zobis wird es wahrscheinlich keinen guten Sushi-Laden geben. Wenn du mir das sagst, das glaube ich dir aufs Wort. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich dir aufs Wort glaube. Dass es in Zobis wahrscheinlich keinen guten Sushi-Laden gibt. Aber wenn du dir jetzt immer noch weismachen willst, dass du in Berlin wohnst, dann wäre ich mit hier gibt's kein Sushi. Das wäre ein wenig eine dumme Aussage. Ah ja, und liefern lassen geht ja nicht. Dann, das ist blöd. Das ändert ja nichts daran, dass es keinen guten Sushi-Laden gibt. Es geht ja nicht darum, dass es keine gibt, sondern keinen guten. Aber gibt's echt in Berlin keine guten Sushi-Läden? Nicht für meinen Geschmack. Okay, dann musst du ja sehr wählerisch sein. Eigentlich nicht. Ich habe ein paar ausprobiert, aber bisher habe ich keinen guten gefunden. Okay. Ja, müssen wir wissen, dass der Rainer ist ein Gourmet. Wenn der Rainer schon mal ausnahmsweise irgendwo was zum Essen bestellt, so, dann muss das aber auch Gourmet-Essen sein. Das ist sehr schwierig, seinen extrem hohen Ansprüchen da gerecht zu werden. Ja? Das ist jetzt nicht so einer, der, keine Ahnung, sich glaubterweise das Tankstellen-Sushi reinknattert, wenn es brennt. Ja? Ganz gewiss nicht. Boah, Rainer, vor allem hört es euch nochmal an, das Lachen im Hintergrund. Das ist dieses verschmitzte Lachen, das ist nicht ein, er will
Er will sympathisch rüberkommen. Das ist ein Scheiße, die hat mich erwischt. Ich habe Bullshit gelabert. Da. Natürlich gibt es in ganz Berlin exzellente Sushi-Läden. Ne? Dann muss er ja sehr wählerisch sein. Eigentlich nicht. Ich habe ein paar ausprobiert, aber bisher habe ich keinen guten gefunden. Okay, dann muss er ja sehr wählerisch sein. Echt in Berlin keine guten Sushi-Läden. Nicht für meinen Geschmack. Okay, dann muss er ja sehr wählerisch Das ist okay, nicht für meinen Geschmack. Bitte glaub mir, dass ich in Berlin wohne. sein. Eigentlich nicht. Ich habe ein paar ausprobiert, aber bisher habe ich keinen guten gefunden. Okay. Ein Bekannter von mir meinte zwar, dass der eine besonders gut ist, da waren wir dann auch mal. Mhm. Aber wirklich gut fand ich den nicht und ich fand ihn da, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen überteuert. Der Fugu war ein bisschen. Der Fugu, Alter. Rainer. Wie kann man denn über 10 Jahre chronischer Hauptberufslügner sein und immer noch so schlecht darin? Der Fugu war nicht gut. Bei dem Sushi-Laden, wo er war. Oh, jetzt habe ich alles gehört, Digga. Rainer, Fugu ist verboten in Deutschland. Den darfst du. Also, das könnte zusammenpassen, wenn du sagst, hier, der Fugu war nicht gut, dann war es halt ein illegal Hinterhof-Sushi-Laden. Dann kann es schon sein, dass der nicht gut war, aber dann haben die normal auch keinen Fugu. Also, harter Bullshit. Der Fugu, Alter. Weiß ich nicht. War nicht ganz frei. Aber, weil du gerade sagst, so, Ja, wenn der Fugu nicht gut ist, dann bist du tot danach. ein Bekannter, hast du eigentlich so nette neue Nachbarn oder so kennengelernt? Die Vermieterin und ihr Mann sind ziemlich interessant Okay, und nett. Ja. das ist doch schön. Ja. Oh, ich hör's schon im Hintergrund. Ich hör's. Das ist dieses, er rendert sich gerade irgendeine Geschichte im Kopf zusammen. Irgendeine abartige Geschichte. Und bei jeder Idee, die ihm da durchs Ogerstübchen blitzt, ja, kommt er so kommt er diese Beavis und Butthead-Lache. Hört es euch nochmal an. Ihr Mann sind ziemlich interessant Okay, und nett. Ja. das ist doch schön. Die Vermieterin und ihr Mann. Alter. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Aber ich werde mir danach nochmal Beavis und Butthead anschauen. Zur Entspannung. Ja. Die haben mich zum Essen eingeladen gehabt. Ja, Feile! Haben sie die. Also nicht nur das. Als er enttäuscht wegen dem schlechten Fugu vom Sushi-Laden zurückgekommen ist, haben sie ihm ein Treppenhaus gesehen und meinen Schreiner. Ja, du schaust ja total niedergeschlagen aus. Ja, ich war beim Sushi-Essen und der Fugu war schlecht. Ja, sowas kann aber auch. Also, das geht aber wirklich nicht, ha? Aber so einen schlechten Fugu. Na, komm, hockst dich rein. Wir haben gerade gekocht, ja? Bei mir gibt's einen guten Fugu nach Berliner Hausfrauenart. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein dummes Scheiß Maul. Ja, nicht nur, dass du nicht in einem Berliner Haus wohnst, wo zufällig die Vermieter auch drin wohnen. Die haben ja auch nicht zum Essen eingeladen. Und gebimst haben sie dich auch nicht. Und den Fugu hast auch nicht gefressen. Aber es ist doch. Mhm. Und sie hat die Tür den Bademantel aufgemacht. Da Pfeile! Oh, meine Fresse. Die haben sich gedacht, mei, der Herr Winkler. Der Herr Winkler aus dem 3. Stock, Apartment 3. Das ist, das ist mal Gestalt mit seiner 1,90. Das ist ein richtiges Monster. Den verrammen wir gleich. Was? Okay. War ganz witzig. Mhm. War auch ein angenehmer Abend. Ah ja. Schönen Ende. Aha, okay. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, so 1, 2 Leute halt so. Mein Lieblingskaffeeladen, wo ich gerne Kaffee hole, mir morgens oder mittags. Mhm. Ja, das ist die Maschine, die unten in der Gaststube bei Uwe steht. Das ist dein Lieblingskaffeeladen. Oder die, eine von den X Senseo-Maschinen, die du in deiner Butze stehen hast, ne? Wahrscheinlich eher die, weil für die anderen müsst ihr die Treppe runtergehen. Das ist schon wieder harte Arbeit. Aber vielleicht macht ihm da unten der Uwe auch die Tür im Bademantel auf. Sagt er, hey Rainer, schön, dass du da bist. Ja, jetzt wird gebimst und danach gibt's Fugu.
dein Maul. Eine super nette Kassiererin, beziehungsweise Besitzerin ist das sogar. In dem Fall, also auch richtig cool. Ja. Es gibt schon ein paar nette Menschen auch so. Aber Das es ist ist halt jetzt schön. nichts, was irgendwie auf Dauer irgendwas bringt. Ja, okay. Nee, Was aber ist mit dir? was? Was ist mit dir? Suchst du dir momentan? Ist euch schon mal aufgefallen auch? Im letzten Video hat er kann ja nicht vor die Tür gehen. Er kann ja nicht rausgehen, er kann ja nichts machen am Wochenende, weil er immer Angst haben muss wegen die Haters. Er war jetzt aber schon im Gym, in seinem Lieblingscafé, im Fugu-Laden, wo nicht überall, wo er nicht überall war. Aber er kann praktisch nicht mehr vor die Haustür gehen wegen die Haters. Weil er würde sofort erkannt werden. Und dann liegen sie ihn, dann muss er wieder raus aus Berlin. Halt dein Maul. Man kann voll. Ich weiß nicht. Also ich war gerade nicht aktiv auf der Suche, aber wenn sich was ergibt, dann ergibt sich was. Weißt du, was ich meine? Habe ich aus dem Konzept gebracht, oder? Entschuldigung. Alles gut. Nee, ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. So, das Kaffee holen jeden Tag ja eigentlich auch relativ teuer ist, oder? Mache ich ja nicht jeden Tag. Ach so, okay. Dann habe ich das falsch verstanden. Nee, also Kaffee hole ich nicht jeden Tag, aber ich hole mir da halt jeden Tag meine Brötchen. Okay. Und die hole ich. Ja, Rainer, ich glaube, wenn du wirklich in Berlin wohnst, dann holst du da eher Schrippen. Ja? Ich weiß nicht, Brötchen holt man sich die dann in Niedersachsen, bei uns holt man sich Semmeln. mir halt frisch jeden Tag. Also Mhm. sind halt 5 Stück, die ich mir jeden Tag zum Frühstück hole. 5 Semmeln jeden Tag zum Frühstück. Ja, da hat er aber noch nichts gegessen den ganzen Tag danach. Und die reichen mir halt dann bis mittags und am nächsten Tag hole ich mir halt neue. Ah, nicht schlecht. Ja, und die kriege ich auch billig. Also was kosten die? 5 Stück 4 Euro pro Tag. Also Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ich mir zum Frühstück sitze ganz gern am Wochenende, am Sonntag in der Früh mit meiner besseren Hälfte da zum Frühstücken. Also wirklich in den allermeisten Fällen, wenn ich da 2 Semmeln habe, bin ich pappsatt danach. Ja, da kommt, auf die erste kommt, je nachdem, was gerade da ist, ein bisschen Käse oder ein bisschen Wurst drauf. Und die zweite geht dann meistens mit irgendwas Süßem runter. Und fertig, dann ist sie dann nur mein Frühstücksei dazu und alles gut. 5 Semmeln rendert der sie zum Frühstück rein. Ja. Nee, bei mir ist, ich muss einfach nur über die Straße gehen und dann ist bei mir quasi ein Kaufland. Das heißt eigentlich immer, ich werde da immer viel Geld los. Also die haben mich wirklich als guten Kunden. Sobald ich irgendwas merke, okay, ich brauche irgendwas, muss ich einfach nur rübergehen. So, wenn ich zum Beispiel Müll runterbringe oder so, dann kann ich einfach runtergehen, meinen Müll wegbringen, mir schnell da irgendwie die Hände waschen und dann über die Straße gehen und direkt bin ich beim Kaufland und kann noch was mitbringen, so falls ich irgendwas nicht Milch vergessen habe oder so. Nachvollziehbar, ja. Ja, das ist nicht mal geil was. Ja. Ich habe in einer anderen Wohnung, wo ich wo ich nach Berlin gekommen bin, gewohnt habe, habe ich gegenüber einen Ikea gehabt. Ah, okay, cool. Das war auch Gegenüber einen Ikea. Leute, habt ihr auch gegenüber einen Ikea, von da, wo ihr wohnt? Die sind ja selten draußen im Gewerbegebiet, ne, weil das riesengroße Gebäude sind, die nicht einfach so im Wohngebiet reinpassen. Sondern das ist halt so ein kleiner Dorf-Ikea, den er hat. Wissen die meisten Leute nicht, dass es sowas gibt. Ja, das ist viel persönlicher dann. Da kriegst du nur die richtige Beratung. Das war auch eine coole Sache, weil immer wenn ich da irgendwas geholt habe, immer wenn ich irgendwas geholt habe beim Ikea, da bin ich in der Früh zum Ikea gegangen und habe mir mein tägliches Malm abgeholt. Aber am Wochenende gibt es dann ein Billigregal. Aber einmal am Tag muss man zum Ikea gehen. Das ist schon wichtig. wenn ich irgendwas gebraucht habe, habe ich mir da auch Sachen geholt. So. Da war ich dann, das hat aber eine Zeit lang, war mir das echt teuer, weil ich eine Zeit lang nicht gegangen bin und echt ein bisschen zu viel ausgegeben habe. Ja, Rainer, das glaube ich dir wieder aufs Wort, dass du zu viel ausgeben hast. Und ja, das hat dafür gesorgt, dass ich teilweise wirklich pro Tag irgendwie, ich habe teilweise pro Tag irgendwie 10 Euro gelassen, fast einen Monat lang. Ja. Oder 2 Monate lang, das war mir doch ein bisschen zu teuer. Ja, auf jeden Fall. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ich finde immer noch irgendwas, was ich brauche. Und das ist wirklich nicht so gut, deswegen bin ich froh, dass ich da nicht zu oft bin, weil ich jetzt nicht direkt da dran wohne. Ja, wie gesagt, da wohnt nie irgendjemand direkt dran, weil die sind immer JWD.
wie man in Berlin sagen würde, ganz weit draußen. Ansonsten wäre ich wirklich sehr pleite. Ich hole mir im Ikea halt immer diese Sandwich, diese fertigen. Ja. Und das Problem bei diesen fertigen Sandwichen ist halt einfach, wenn du dir die holst, und dann holst du die halt 3-mal am Tag gleiche, weil die jetzt so nah beieinander sind und das ist ja. zahlst du dich auch dumm und dämlich dann. Ja, auf jeden Fall. Also mit Essen, toi toi toi, es ist bei uns sehr gut an der Uni, gerade weil wir dann in die Mensa gehen können. Und da kriegen wir total viel Rabatt halt dadurch, dass wir Studierende sind. Und da gibt's immer irgendwas Leckeres, die haben immer gute Sachen. Ja, nachvollziehbar. Gerade da kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auch immer irgendwie Geld lässt. Ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, ich fand, das ist jetzt bei mir schon sehr, sehr, sehr lange her, dass ich meinen kurzen Gastauftritt auf der Uni hatte. Aber ich fand da Mensa-Essen eigentlich schon immer relativ gut. Ne? Da muss ich auch ein bisschen aufpassen, aber naja. Aber ich wohne halt auch nicht zu weit weg von der Uni, deswegen ich kann auch nach Hause laufen. Und deswegen mache ich mir auch öfter zu Hause was selber, aber da muss ich ein bisschen aufpassen, weil das ist auch was relativ Gesundes ist, weil es dauert halt auch immer so lange, irgendwie was Gesundes zu machen. Und entweder ich nehme mir einfach die Zeit nicht oder ich habe die Zeit nicht oder keine Ahnung, ich bin zu müde oder sonst was. Und dann wird es doch wieder irgendwas Fertiges und naja. So ist das ja eigentlich nicht. Kauft dir ein, 2 Päckchen Reis dir rein. Oh, jetzt erzählt der Rainer wieder darüber, wie man sich gesund ernährt, Essen im Universum. Ja. Jetzt erzählt der Rainer ihr, wie man sich gesund ernährt. Da bin ich aber mal gespannt. Rainer, ich hab damals ganz am Anfang meiner, in Anführungsstrichen, YouTube-Karriere, habe ich darauf reagiert, wie du einen Tomaten-Mozzarella-Salat gemacht hast. Und das haben wir mit einem Tomaten-Mozzarella-Salat nichts zum Tor gehabt. Also zum ersten kam zusätzlich, der Mozzarella, den er gekauft hat, waren diese kleinen Bällchen. Die passen vielleicht in so einen Nudelsalat oder sowas ganz gut rein. Ne, weil die natürlich am Stück bleiben. Aber wenn ich klassisch Tomate-Mozzarella mache, dann schneide ich die Tomaten in Scheiben und dann entweder rupft man oder man schneidet so einen großen Mozzarella, dann kommt da Salz, Pfeffer drüber, ein bisschen Oregano vielleicht, Olivenöl, Balsamico und dann noch ein paar Bladel Basilikum, so, fertig. Wenn du es wirklich als Salat haben willst, dann schneidest du das halt alles ein bisschen kleiner zusammen und tust es in die Schüssel und machst das alles mit Öl und Balsamico an und fertig. Da hat dann aber auch Kaffeeta was drin verloren und auch kein Bordelaise-Filet. Und vor allem auch nicht, und jetzt Leute, die das nicht kennen, nicht die Geflügelfleischwurst. Kennst du das fette Radl? Dieses Ding. Kann man sich dann da reinschneiden, wenn man das mag. Würde er jetzt nicht machen, hat aber da gehabt, er hat sie in die Kamera gehalten. Würde er jetzt nicht machen, weil das zu viel Kalorien hat, aber das könnte man theoretisch tun. Also hat der sich danach, wahrscheinlich ist der Salat, so wie er war, ist direkt ins Klo gewandert und das fette Radelwurst, das hat er sich auf einmal reingerendert. So wird es passiert sein. Der Rainer frisst doch nichts, was Salat ist. Für etwa eine Woche. Kauf dir, wenn du öfter an einem Laden vorbeikommst oder so, kauf dir einmal die Woche, vielleicht 2-mal die Woche einen Rosenkohl oder Blumenkohl. Den Blumenkohl kannst du ordentlich, den packst du einmal komplett, dann schneidest du noch hinten ein bisschen das Eck ab, den kochst du ordentlich durch und musst den dämpfen. Vielleicht noch ein paar Karotten dazu. Was jetzt, kochen oder dämpfen, Rainer? Das sind zwei unterschiedliche Zubereitungsmethoden. Ich würde schon dämpfen sagen, oder? Das kriegst du ein besseres Ergebnis. Du kannst den aber auch, blanchieren. Also einfach kurz ins heiße Wasser und danach irgendwie in den Ofen rein. Und dann machst du dir so eine Mische aus Olivenöl mit ein bisschen Parmesan und kleinen Spritzer Honig und Mandelstücken und pinselst das da drüber und überbackst du das damit schön im Ofen. Als hätte der in seinem Leben jemals Blumenkohl gekauft, gegessen oder gar zubereitet. Alter, ein Maul, Rainer. Nutzt ihr dir noch Hähnchen? Braucht man relativ teuer, aber das ist halt das gesündere Fleisch.
Und das Ganze mischst du dann ein bisschen durch, schneidest das Hähnchen ein bisschen klein nach dem Braten, reißt drüber, vielleicht ein bisschen würzen, passt. Und ist gesund, ist lecker. Ja, das klingt nach einem Plan, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich muss mich da mal so ein bisschen dazu zwingen, auch wirklich was zu machen. So. Ich vergesse das oder ich habe keine richtige Lust, mir was zu essen zu machen oder so. Und dann, ja, das ist nicht so gut, weißt du, aber das ist der Grund, warum ich eigentlich nicht so viel wiege, weil ich einfach das Essen vergesse oder es mir nicht so wichtig in dem Moment erscheint und dann, naja. Ja, das ist das Problem, das ich nicht habe, ha? Also ich mache schon ganz gern auch mal gesunde Sachen. Aber die Sachen, die halt am geilsten schmecken, sind halt meistens auch die so ein wenig an der eher hochkalorischen Grenze liegen, sagen wir es mal so. Ich esse fürchterlich gerne Chili, ich kann ein sehr gutes Chili, koche sehr gerne mit Sahne, mit Öl, mit Schmolz. Dinge, die Tinte auf den Füller geben, ne? Und aber es schmeckt mal, ne? Ich für meinen Teil, ich bin kein großer Fan von Essen, aber ich esse auch... Bitte, was hat er gerade gesagt? Warte. Ich für meinen Teil, ich bin kein großer Fan von Essen, aber Er ist kein großer Fan von Essen. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Keiner, du hast der Frau vorher noch erzählt, dass du angeblich fast 200 Kilo wiegst. Sprich, dass du wahrheitsgemäß so zwischen 230 und 250 Kilo wiegst. Und jetzt verzapfst du ihr so, ja, du isst ja eigentlich gar nicht gern. Jemand, der nicht gern isst, der kommt nicht auf 230 Kilo. Ich esse sehr gerne. Ich wiege aber auch ein bisschen mehr, als ich sollte. Wir sind weit weg von seinen 250 Kilo bei mir. Ne? Weit weg. Also der wiegt mehr als das Doppelte als ich und ich bin größer als er. Aber ich könnte auch hier und da das eine oder andere Speckröllchen loswerden. Ich esse halt einfach sehr gerne. Also wie gerne muss man essen, um so übertrieben fett zu werden wie du? Ist auch einfach viel zu ungesund. Ja, passiert. Ja, ich hau mir halt dann echt immer viel zu ungesund Scheiße rein. Ich müsste auch deutlich gesünder essen, aber ach, ich weiß auch nicht. Ja, es müsste halt so einen Mittelweg eigentlich geben. Vielleicht machst du es nicht ganz richtig und ich mach's auch nicht ganz richtig, aber es müsste so eine Mischung draus sein, weißt du, was ich meine? Mein Universum. Du darfst überhaupt nichts essen, wirst aber nie ins Untergewicht fallen, wirst immer ein gutes Gewicht für deinen Körper haben. Ja. Du brauchst nichts essen, weil die Energie des Universums dich automatisch versorgt. Beziehungsweise dein Körper automatisch die Energie holt, die er braucht und die Energie auch wieder abgibt, die er nicht braucht. Rainer, du hast mir dein Universum gerade noch madiger gemacht als eh schon. Wenn es ein Universum ist, in dem man nichts isst. Ja. Die Energie, die du durch Bewegung und so weiter erzeugst, auch wieder entsprechend sich durchs Universum natürlich bewegt. Ja, und so hast du ein endloses Perpetuum mobile. Aber hat man dann überhaupt so die Möglichkeit, noch irgendwie Einfluss zu nehmen auf seine Figur, dass sich das noch irgendwie ändern kann? Na klar, du kannst auch was essen. Ach so, ja, okay. Und das Problem ist aber, wenn du einmal zugenommen hast, kannst du in deinem Universum nie wieder abnehmen, weil du kriegst ja die Energie, die du brauchst, ne, um praktisch auf plus minus null rauszukommen, um wieder abzunehmen, noch zuzunehmen. Die kriegst du vom Universum. Wenn du aber was isst, führst du noch mehr Energie zu. Das heißt, jedes Mal, wenn du es isst, wirst du in seinem Universum zwangsläufig permanent und für immer zunehmen. An Betracht der Tatsache, dass es sein Universum ist, macht es jetzt schon fast wieder Sinn, aber geh weiter. Du musst nichts essen, aber du kannst es essen. Okay. Und der Vorteil daran ist, wie oft muss ich das Mäppchen noch machen? Das geht mir langsam aber sicher auf die Nerven. Du musst nichts essen, aber du kannst das essen. Und der Vorteil ist, du kannst, sagt man, kannst vorteilhafterweise schon der jetzt unten durch, weil ich oben drüber gehe. Ja, und du musst nicht kacken, deswegen musst du auch nicht kacktuschen gehen. Okay, auch interessant. Auf jeden Fall, du kannst was essen, wenn du willst, du kannst aber halt nicht hergehen und irgendwie jagen gehen. Also kann man auch, aber wäre natürlich ziemlich ungeil, weil damit würdest du ja quasi andere Lebewesen töten. Ja. In meinem Universum ist es ja so, du brauchst dir gar nichts zu essen. Ja. Und du kannst aber halt auch durch diese... Ja, wenn ich jetzt aber Bock auf
was weiß ich, Engelchenbraten habe, dann kann ich mal schon so ans Schießen, oder? Weil ist ja Universum der Freiheit, oder? Ich möchte mir in meiner Freiheit nicht einschränken lassen. Schieße mir halt mal so ein Engelchen. Ganz ehrlich, auf die Schleime oder sowas, auf die habe ich keine Lust. Das klingt ekelhaft. Schön zartes Beinchen beim offenen Feuer, so am Spieß. Na? Die Wings sind vielleicht geil. Gibt's Buffalo, Buffalo Wasabi Engelchen Wings. War ja Franchise auf, Rainer. Wie sagt man? Ja, wie sagt man jetzt? Du kannst ja durch die Namen vergessen. Du kannst ja quasi durch die Relikte und durch die Plattformen dir quasi Lebensmittel zulegen, die quasi nicht Teil eines Lebewesens waren, die quasi durch die Energie des Universums erzeugt werden, die auch den Geschmack simulieren, den du haben möchtest. Und kannst dir dann... Ja, Rainer, das ist geklaut von Star Trek. Huh? Auf der Enterprise, die kann dir ja auch das Essen, das du haben willst, einfach so aus dem Nichts erzeugen. Daraus entweder was kochen. Du kannst aber auch hergehen und sagen, hey, ich hätte einfach gerne eine Cola. Willst du auch eine fertige Cola? Du musst dir also nicht irgendwas machen, du kannst es auch so machen. Wie du möchtest. Nicht schlecht. Oh ja, es ist ein bisschen aus dem Garten Eden. Ja, du kannst auch sagen, ich hätte es gerne irgendwie 6 Liter Schwipschwapp, ne? Für einen halben Tag. Mit meinem Buch. Eigentlich müsste ich daran auch weiterarbeiten. Tja. Arbeiten ist das Stichwort, ha? So ist das. Also, wie gesagt, ich müsste eigentlich auch noch was arbeiten. Aber... Ja, wenn du was arbeiten willst, ich will dich nicht abhalten, ne? Nee, alles gut. Also, ja klar, ich muss dann später noch irgendwie was machen, auf jeden Fall. Aber ich kann mir das ja gerade noch so ein bisschen einteilen. Und ich dachte, wenn du sowieso im Voice-Chat bist, so, ja, dann komme ich halt jetzt dazu. Also. Ja, ich bin ja auch nur hier, weil ich nichts anderes zu tun habe. So. Ja. Wie gesagt, deswegen bin ich auch heute Abend noch da. Ja. Und du kannst mich auch gerne, wenn du magst, jederzeit anschreiben, dann können wir immer noch reden. Okay. Also kein Ding. Wie gesagt, ich habe ja die Zeit. Ich bin ja anders als du oder als Wulli. Bin ich ja nicht Sozialversager und arbeitslos, Rainer. in der Situation, dass ich irgendwo hingehen muss oder so. So hätten wir es auch ausdrücken können, ja. Ich kann ja meine Zeit besser einteilen als ihr. Das hat schon seine Vorteile, muss man echt sagen. Ja, es hat Vor- und Nachteile, ne? Also ich habe halt dafür nicht die Möglichkeit, los wegzugehen, weil ich keine Kohle habe. Und ich kann auch so rausgehen, wie ich möchte. Ja. Heute Abend, ich weiß nicht, kommt drauf an, wie lange ihr heute da seid. Ich denke, ich werde heute Abend noch ins Gym gehen. Um 12 oder so. Ja, Feili, da geht er ins Gym. Okay, wilde Zeit, aber gut. Ja, hat mehrere Gründe. Also zum einen, ich habe es ja letztes Mal im Discord schon erzählt, wenn du es mitgekriegt hast. Ins Gym. Da geht er dann runter in den Keller von der Pension. Da hat der Uwe noch irgendwie ein paar Kruppstahlhanteln aus dem Dritten Reich, ja, die werden da gepumpt, ja. Ich gehe am liebsten immer spät abends ins Gym, nicht immer, aber gerne gehe ich spät abends. Zum einen, weil dann halt wenig los ist und zum anderen... Ich gehe am liebsten abends ins Gym, weil da weniger los ist. Außerdem gehe ich gar nicht ins Gym. In Berlin. Ja? Neben dem schlechten Sushi-Laden, wo es Fugu gibt, Digga. Oh, Mann. Weil ich auf die Art und Weise halt eigentlich weniger Stress habe. Das halt auch einfach nur im Übrigen, Rainer, nur weil McFit und McDonald's beide Mac vorne haben, sind es nicht beides Gyms, ne? Das ist ein wichtiger Unterschied, Rainer. Den vielleicht verinnerlichen. Alter, war ich schon wieder im Gym. Im McDonald's Gym. Oder eine angenehmere Zeit für mich ist. Auf jeden Fall. Zumal ist dann auch die Sauna leer. Kann ich mich entspannt in die Sauna setzen. Aber spannend, dass sie auch so lange auf. Rainer, wenn du mit deinem Körpergeruch in die Sauna gehst, ist die sofort leer. Egal wie viel da vorher drinnen los war. Das wusste ich gar nicht. Ja, ist halt mitten in Berlin, ne? Also die haben rund um die Uhr auf. Das ist stark. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich gehe eigentlich nicht ins Gym, also. Ja, also bei mir scheint es im Moment nicht viel zu bringen mit dem Abnehmen. Okay. Musst du da mal gucken. Aber ja, das ist natürlich, wenn du da wirklich hingehen würdest und nicht nur in deinen Lügengeschichten, dann würde es natürlich deutlich mehr bringen, Rainer. Das ist natürlich, boah, jetzt habe ich mir schon wieder so einen Gym-Besuch zusammengelogen, aber trotzdem wieder nicht abgenommen. Er ist Betrug hier. Jim, das bringt überhaupt nichts.
Ich gehe eigentlich auch nicht so oft, wie ich das im letzten Mal geschrieben habe. Ich müsste es auch aktiver durchziehen. Aber ja, das ist ausnahmsweise nicht gelogen. Also er geht nicht so oft, wie er es geschrieben hat. Also er hat geschrieben, dass er so und so oft geht und er geht halt 0 Mal. Das ist nicht so oft, wie er gesagt hat. Da hat er jetzt wirklich einmal technisch gesprochen nicht gelogen in diesem einen Satz. Das Problem ist halt, ich habe auch die Kohle gar nicht so. Also ich denke, ich werde jetzt das auch kündigen, dann kann mir das gar nicht leisten. Und eigentlich müsste das ist die AOK zahlen, also die Krankenkasse, weil es ja von meiner Gesundheit her oder von meiner Gesundheit her ist, aber das sieht nicht. Ich habe heute eine ganze Packung Schokolade gefressen. Das ist auch nicht so besonders prall. Ja, erstens ist das nicht so besonders prall und zweitens wird dann die Krankenkasse erst einmal sagen, Herr Winkler, Sie schulden uns noch, wie viel waren es? 20.000 Euro Beiträge? Sie stehen bei uns schon mit über 20.000 Euro in der Kreide, Herr Winkler. Und jetzt sollen wir Ihnen das Gym bezahlen, damit sie ihre Gesundheit verbessert. Wozu? Damit er dann wieder auf den ersten Arbeitsmarkt kann, wenn sich die Gesundheit dann verbessert hat, nachdem er regelmäßig ins Gym gegangen ist und so gesund gekocht hat, hier mit Blumenkohl, was er vorhin erzählt hat. Passiert. Ja, verstehe schon. Was ist denn eigentlich so dein Zielgewicht, wo du hinkommen möchtest? Also mein Zielgewicht wären etwa 120 Kilo. Das wäre so für meine Größe eigentlich optimal. Nein, Rainer, ist es nicht. 120 Kilo ist für jemanden, der 1,84 groß ist, immer noch starkes Übergewicht. 120 Kilo wäre für mich, der ich größer bin als du, sehr starkes Übergewicht. Ich habe selber auch leichtes Übergewicht. Das ist mir auch bewusst. Aber wie gesagt, klar, ist natürlich 120 Kilo, wäre immer noch die Hälfte von dem, was er jetzt wiegt. Also das wäre ja schon grundlegend gut. Sagen wir mal nicht gut. Gut, das ist ein starkes Wort, aber es wäre besser als jetzt. Aber es ist auch vollkommen utopisch. Alter, vom Mikrowellenburger fressen und sich den ganzen Tag nicht weiter vom Rechner wegbewegen, als hier zum Kackduschen zu gehen. Davon wirst du nicht abnehmen, Rainer. Und vor allem keine 120 Kilo. Okay. Zumal ich halt auch grundsätzlich sehr breit gebaut bin, unabhängig von meiner Größe. Okay. Ich denke, das ist machbar, aber das braucht halt. Nee, Rainer, hier die Nummer mit den dicken Knochen, die ist Bullshit. Das glaubt dir kein Mensch. Du bist nicht breiter gebaut, grundlegend. Ich habe erst vor kurzem wieder irgendwie, weil da auch jemand so einen hanebüchenden Schmutz verzapft hat. Und dann sind sie auch hingegangen und haben halt einfach ein Röntgenbild gemacht. Ja, in diesen Fettbergen befindet sich genau gleich proportioniertes Skelett wie bei allen anderen Menschen auch. Ne? Ich habe einen stabileren Körperbau, ist Bullshit. Ja. Da muss man wirklich ganz schön was machen, oder? Ich mein Kopfhörer. Naja, also bei meinem Gewicht müsste eigentlich das viel leichter gehen. Aber wie gesagt, das liegt auch einfach viel daran, dass ich jetzt grundsätzlich auch gar nicht groß aus dem Haus komme aktuell. Rainer, du wirst in naher Zukunft, ich habe gerade in meine Glaskugel geguckt, und du wirst in naher Zukunft wirklich sehr schnell sehr viel Gewicht verlieren. Und zwar, wenn sie das Bein abgenommen haben. Was wird das Bein wiegen bei ihm? Sagen wir mal, die nehmen es ihm kurz über dem Knie ab. Mit dem ganzen Wasser da drin. Da ist er schon 20 Kilo los, oder? Du musst dann nur noch 100 Kilo mehr abnehmen. Das ist aber auch ein bisschen schwierig. Naja. Wir werden sehen, was da rauskommt. Mal gucken. Das wird schon alles irgendwie, denke ich. Ich kann auch einfach mal Matratzensport ausüben, wenn ich eine Parkplatz Das würde bestimmt auch gut funktionieren. Meinst du, da nimmt man auch ab? Ja klar, nimmst du ab. Kommt darauf an, was du machst. Wenn du jetzt bloß da liegst und erwartest, dass deine Partnerin was tut, dann natürlich nicht. Da musst du schon selber aktiv werden, aber klar geht das. Ja, ich habe den Tigeruinen fotografiert. Jetzt hat er es gar nicht gemerkt, auch wieder, dass er so nah wieder am Baum der Erkenntnis vorbei marschiert ist. Ja, um abzunehmen, da müsste man dann schon aktiv werden. Gehen wir lieber wieder.
Ich mag nicht, wohin sich dieser Gedanke entwickelt. Echt was? Einfach das Bild. Ach ja, mal gucken. Ja, geht mir jetzt einfach mal so hardcore auf die Nerven. Was? Ja, dass ich Single bin und alles. Ach so. Ich bin da einfach mal besser laufen, aber das wird. Das jetzt aber auch, die Schallplatte wird jetzt auch regelmäßig aufgelegt, ja? Das war jetzt in diesen ganzen Leaks, vor allem jetzt in dem Gespräch mit ihr, war das jetzt permanent dann immer mal wieder, oh, das ist so schlimm, dass ich Single bin. Ich bin so einsam. Wenn es nur irgendjemanden geben würde, der sich meiner annimmt. Der dafür sorgt, dass es mir nicht mehr so schlecht geht. Ich jetzt alleine als Single. Wenn da irgendwer draußen wäre, der sich... Halt dein Maul. Wie plump kann man eigentlich sein? Aber nicht so schnell was werden. Wo ist das Melody noch da? Du bringst mich immer in Situationen, ich sag's dir. Hä, wieso? Was habe ich denn gemacht? Ja, nix. Alles gut. Hä? Hä? Ja, jetzt will ich's wissen. Hä, naja, ich merke doch, wie du die ganze Zeit so Dinge sagst und darauf wartest, dass ich dir widerspreche. Nein. Nein. Kommst du auf die Idee? Was habe ich denn jetzt gesagt, wo ich wollte, dass du mir widersprichst? Ah, nix. Ich sagte, dass ich genervt davon bin, dass ich Single bin und dass mich das aufregt und ich glaube, das wird sich verändern. Genau. Das hat ja was mit meiner Erfahrung zu tun. Ach so, okay. Hast du gedacht, oder denkst du, dass ich will, dass du sagst, ja, dann lass doch mit zusammen sein? Vielleicht. Das kann schon sein, ne? Tja. Ich glaube nicht, dass ich was für dich bin. Wieso? Ich bin ein komischer Typ. Okay. Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts, Rainer. Rainer, ich bin ein komischer Typ. Ich bin ein komischer Typ, ne? Ich esse komische Sachen und ich verbringe hier Zeit, die ich ansonsten anders nutzen könnte, damit auf dich zu reagieren. Ich bin ein komischer Typ. Du bist ein Freak. Ja, ich glaube nicht, dass es für mich die richtige Partnerin gibt, zumindest nicht in diesem Verse. Weil oder besser gesagt, dass ich niemand bin, das ist besser ausgedrückt wahrscheinlich, dass ich nicht der Richtige bin für jemanden in diesem Verse, weil letzten Endes ist es so, dass ich habe jetzt erst eine Situation hinter mir, die für mich sehr kompliziert war. Man merkt, er rendert sich gerade schon wieder irgendeine Story zusammen, ne? Die leeren Worthülsen werden rausgeschossen wie aus so einem MG irgendwie in der Normandie. Letzten Endes Situation, ne? Tok, 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 geht's raus, ja? Bis das Magazin leer ist. Und dann hoffen, dass bis dahin der Gedanke im schwarzen Herrn fertig gerendert ist, weil ansonsten muss er wieder nachladen. Dann geht's wieder los. Letzten Endes Situation. Tok, 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 tok. Und die Person mir eigentlich die ganze Zeit zu verstehen gegeben hat, dass sie eigentlich Interesse an mir hat. Alter, was zur Hölle, der hat fast 5000 Punkte gemacht. Aber da ist halt letzten Endes auch nicht wirklich was bei rausgekommen und dann hat die Person gesagt, dass es ihr zu wichtig ist, mit der anderen Person ins Bett zu gehen, während ich wiederum ihr nicht wichtig genug bin, dass sie sich überhaupt mal mit mir treffen kann. Okay. Also, das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt für die Frau hat eine Beziehung und kein Interesse an mir. Also, die Aussage ist, die Frau hat eine Beziehung und kein Interesse an mir. Jetzt schauen wir, was Rainer draus gemacht hat. Wir hören es uns nochmal an. Dann hat die Person gesagt, dass es ihr zu wichtig ist, mit der anderen Person ins Bett zu gehen, während ich wiederum ihr nicht wichtig genug bin, dass sie sich überhaupt mal mit mir treffen kann. Ja, das ist das hart, Rainer. Aber jetzt nicht sonderlich außergewöhnlich, ne? Die Person ist halt in der Beziehung und die hat keinen Bock auf dich. So. Man kann natürlich auch sagen, es ist wichtiger, andere Leute zu bumsen und mit mir will sie sich nicht mal treffen. Das hört sich dann ein bisschen so an, als wäre die andere Person der Böse in der ganzen Story. Aber grundlegend hast du wieder versucht, irgendeiner Person aufzudrängen. Natürlich hat er die jetzt auch wieder erfunden, aber das ist ja auch in der Realität schon häufiger passiert. Ruf mal bei Benetic an und fragst die. Die hat nämlich genau diese Situation gehabt. Ja? Wahrscheinlich zieht er sich die Story jetzt auch diesbezüglich aus dem Arsch. Die ominöse Person, mit der er das letzte Mal versucht hat anzubandeln. Ja,
ist halt jetzt wieder so eine auf die Tränendrüsen-Geschichte. Und dann hat er sich jetzt inspirieren lassen von der Benetic-Sache. Ja, ich wollte ja gerne. Und ich habe alles gemacht, was man so tut, um so eine Frau zu erobern. Also ich habe die angelogen. Und ich habe ihr gesagt, dass ich nebenher noch eine andere bimsen will. Und ich habe versucht, mich an irgendeine vollkommen schnapsgetränkte Trümmermulle ranzumachen im Livestream, während sie zugeschaut hat. Und dann habe ich ihr noch ungefragt ein Video davon geschickt, wie ich mir den Shrimp melke. Und dann hat die einfach, dreisterweise hat die einfach gesagt, so, ich würde lieber jemand anders bimsen und mit dir möchte ich mich nicht treffen. Aus heiterem Himmel. Gerade waren wir noch verlobt. Da war einer. Okay. Also, die geht lieber mit der einen Person ins Bett, als dass sie sich mal mit mir ein einziges Mal trifft, weil die Person, mit der sie ins Bett geht, nicht will, dass sie sich mit einem anderen Typen trifft. Obwohl sie genau weiß, dass mit der Person nichts passieren wird. Also dass die beiden sagen halt, dass sie ganz genau wissen, dass für sie keine Beziehung in Frage kommt. Für die beiden geht es nur um Sex. So. Aber sie will halt mit mir nicht sich treffen. Okay. Weil sie. Das ist aber auch. Es gibt ja diese ominösen Sexfreundschaften. Ne? Und das ist immer eine gute Idee. Ne? Das ist immer eine gute Idee. Was soll schon passieren? Ne? Da ist noch nie Drama draus passiert, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall mitnehmen. Sarkasmus Ende. Gibt's ja diese ominösen Sexfreundschaften. Aber da ist eben der Knackpunkt daran, ne? Dass man auch sagen kann, hey, wir machen das jetzt irgendwie so, aber ich hätte gern dann Exklusivrechte an der Nummer, ne? Und bevor sich da irgendwie jemand noch wen anders sucht, beendet man die Geschichte. Das ist für mich auch ein nachvollziehbarer Ansatz an die Nummer. Aber wie gesagt, Friendship with Benefits, immer gute Idee. Da ist noch nie was Schlimmes draus passiert. Ne? Auf jeden Fall machen. Weil sie dann halt Angst hat, dass er, also der andere, sich dann nicht mehr mit ihr trifft, so ungefähr. Das ist ein bisschen komplizierter als das. Okay. Also ein bisschen komplizierter als das, aber es läuft darauf hinaus, dass die Person halt, die Person, mit der sie sich trifft, die ist dagegen, dass sie sich mit anderen Männern trifft. So. Okay. Das steht für mich. Vielleicht ist sie ja dagegen, dass sie sich speziell mit dir trifft. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist halt auch in so einer Beziehung und auch wenn es so eine Friendship with Benefits Nummer ist vielleicht auch Respekt vor der anderen Person ein wichtiger Faktor. Und ich spreche jetzt nur für mich, aber ich glaube, das sehen manche Leute vielleicht ähnlich. Ich hätte keinen Respekt vor einer Person, die mit dir in die Kiste gestiegen ist, Rainer. Überhaupt nicht. Null. Und mich würde mich auch ekeln. Und noch dazu will ich mir denken, mit der Person stimmt irgendwas nicht. So, ganz ehrlich, da ist wieder Parade auf dem Platz des himmlischen Friedens. Da wehen schon wieder ganz viele rote Fähnchen. Also ich und die andere Person haben halt online, das ist die Person, mit der ich da gemacht habe, die letzte Person in meiner Liste jetzt, mit der ich da aktiv was getan habe, und so weiter. Und ja, die Person hat halt am Ende jetzt die Situation gehabt, dass sie mal kurz, hast du das gedanced? Nö, sag jetzt so. Ich muss wie gesagt immer ein bisschen aufpassen, was die Viecher hier machen. Ja, alles gut. Also im Prinzip ist es so, dass sie hat jemanden kennengelernt, mit dem sie sich regelmäßig trifft und vögeln. Er ist deutlich jünger als sie und sie weiß genau, dass die beiden keine sexuelle Beziehung, dass die außer ihrer sexuellen Beziehung nichts gemeinsam haben oder halt auch kein Interesse aneinander haben. Okay. So. Für mich, also auf mich hat die Person schon langfristig näher einen Blick geworfen, ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also die Person kennt mich halt schon länger als ich sie, auch aufgrund meiner Videos. Ja. Und ich bin halt schon seit mehr als 10 Jahre in ihrem Leben. So. Okay. Also schon jemand, wo man sagen könnte, da scheint irgendwie zumindest zu einem gewissen Punkt mehr Interesse zu bestehen. Ja. Ich sage jetzt da bewusst nichts mehr dazu. Das ist einfach zu Hanebüchen. Und wir hatten halt auch online schon unsere Spiele und Spaß und Sex. Halt online. So, ne? Ja. Und am Ende ist es halt darauf hinausgelaufen, dass die Person mich, also sie zieht die andere Person und den Sex mit der anderen Person mir vor. Wir haben schon recht lange Kontakt, haben uns unterhalten und sie möchte mit mir keine Beziehung,
Aber darum ging es mir auch gar nicht. Also mir wäre es auf lange Sicht schon darum gegangen, aber es ging mir erst einmal darum, dass wir uns überhaupt mal treffen und überhaupt einmal einfach Kontakt zueinander haben. Aber das war ihr schon wieder zu viel, beziehungsweise sie hat es so ausgedrückt. Um mich einmal mit ihr zu treffen, müsste ich auf ihn oder müsste ich ihn dauerhaft aus meinem Leben streichen. So ungefähr hat sie jetzt ein kleines bisschen anders ausgedrückt, aber darauf lief es hinaus. Okay. Ja, das ist halt schon nachvollziehbar. Also wenn es die Person tatsächlich geben würde und wenn es so weit kommen würde, dass sich so ein Gespräch überhaupt ergibt, weil, ne, aber wenn jemand ein funktionierendes, erfüllendes Sexleben hat und müsste das aufs Spiel setzen, um einmal es mit Rainer zu versuchen, ja, wundert's dann da irgendjemanden, dass sagt, ah, nee, Digga, hau nicht hin, ne? Ich genieße das, solange ich es hab. Ja. Also um sich einmal mit mir zu treffen, so. Da habe ich gesagt, ey, wieso, ist doch Schwachsinn. Wenn wir uns treffen, aber keinen Sex haben, dann spielt das doch keine Rolle und dann kann es mir auch egal sein, zumal du ja Single bist eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und zumal sie auch gesagt hat, dass der Typ das ja theoretisch gesehen gar nicht mitbekommen würde, dass sie mit mir trifft. Das ist immer das Wichtigste, ja. Du kannst schon machen, was du willst, ja? Der andere darfst du nur nicht mitbekommen. Oh, Fresse. Ich krieg schon wieder, keine Ahnung, von den Sarkasmusallergikern, ich hab die Kommentare schon im Kopf, ne? Weil die beiden ja sich nur ab und zu mal treffen und wenn sie halt einmal am Wochenende das so wegfahren würde und wir uns treffen würden, dann könnte das ja auch egal sein, weil das würdet ihr ja gar nicht mitkriegen. So, wenn sie natürlich, und das kann ich nachvollziehen, wenn sie mit ihm, wenn wir beide miteinander vögeln, musste sie ihm das sagen. So, damit kann ich umgehen, das kann ich auch verstehen, dass sie so denkt, das ist auch okay, aber sie sagt es halt so, ja, also sie vermittelt mir halt den Eindruck, dass sie ganz genau weiß, dass wir miteinander vögeln werden, wenn wir uns treffen. So. Okay. Ich muss auch dazu sagen, so wie ich sie kenne und so wie ich uns kenne, gehe ich auch davon aus, dass das so läuft. Ja. Aber wenn ich zu ihr sage, ja gut, ja, natürlich, ich meine, du kennst sie natürlich sehr, sehr, sehr gut, ja, weil du sie dir selber ausgedacht hast. Aber so mit einer echten, richtigen Person, es heißt auch hier Affäre ausdenken. Mit einer echten, richtigen Frau würde ich halt eher vom Gegenteil ausgehen. Halt. Also schon was den Treffenpart angeht, so das weiß nicht. Wir brauchen ja keinen Sex haben, wenn wir uns treffen. Dann ist die Situation ja die, dass wir gar nicht in die Situation kommen. Also können wir uns doch ohne Probleme... Also er erzählt mir jetzt, dass diese ältere Frau, die will sich mit ihm gar nicht treffen, weil sie genau weiß, sie hätte sich wenn er in seiner ganzen Pracht vor ihr steht, hätte sie sich nicht mehr unter Kontrolle und würde wie ein wildes Tier über ihn herfallen, weil sie seiner sexuellen Energie nicht widerstehen kann. Und das will sie nicht riskieren, weil das würde ihre aktuelle Beziehung nuken. Das ist jetzt die Story, die er erzählt gerade, oder? Weiter das Treffen. Aber es scheint schon fest zu stehen, dass das mit dem Sex unausweichlich ist. Okay. Worauf ich mir wieder denke. Der Sex ist unausweichlich. Oder wenn YouTube es zulassen würde, würde ich das als Titel nehmen, Digga. Gerade bei einer Frau, und jetzt hänge ich wieder den Sexisten raus, gerade bei einer Frau denke ich mir halt so eine Frau, die weiß, dass sie, wenn sie sich mit jemandem trifft, mit dem auch ins Bett gehen wird, die denkt sich doch dabei dann schon deutlich mehr und hat auch deutlich schon mehr im Hinterkopf als sonst was. Ja. Also dann ist doch da mehr als nur bloße Schwärmerei, bloßes sexuelles Interesse und so weiter. Und vor allem muss doch die Person der Frau dann noch mehr bedeuten als nur ein einfacher Flirt oder einfache sexuelle Freundschaft plus, so wie sie es jetzt mit dem anderen Typen hat. Ja, das klingt auf jeden Fall so, ja. Ja, also wo genau ist das Problem, wenn sie sich mit mir trifft? Das geht mir nicht in den Kopf. Ich habe keine Ahnung, das klingt irgendwie unnötig kompliziert, also Hilfe. Das klingt unnötig kompliziert, weil es es gerade in seinem Oga-Stübchen zusammengerendert hat. Letzten Endes läuft es darauf Letzten Endes! Ich weiß halt einfach nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll oder damit machen soll. Ja. Und ich werde jetzt halt einfach mal schauen, dass ich halt die Person, inzwischen habe ich die Person aufgrund eines Vorfalls auch geblockt. Das war jetzt am Wochenende. Und ja, und jetzt wirst du einfach schauen, dass du das nächste Mal halt einfach eine Frau ausdenkst, die tatsächlich was von dir will. Ich kann damit jetzt einfach im Moment auch nicht umgehen und möchte damit auch ehrlich gesagt gar nicht bloß mich weiter damit beschäftigen im Moment. Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie komisch, dass du so an lauter so Thema dann gleich so abschneiden, ne? Wir müssen auf jeden Fall jetzt das Thema beenden, weil oben der Prozessor im Oga-Stübchen, der qualmt schon, der läuft schon übertaktet hart am Limit und die nächste Nachfrage zu der alten lässt das Lügenkartenhaus zusammenfallen, deswegen ganz schnell das Thema wechseln. schwierige Leute gerätst, aber naja. Ja,
irgendwie immer so. Ich weiß auch nicht warum. Das war schon immer so. Das wird sich wohl auch nicht mehr ändern, vermute ich mal. Ja, ich meine, dieses Hin und Her, man muss doch irgendwann wissen, was man möchte oder nicht. Ja, und vor allem, das geht jetzt halt mittlerweile fast einem Jahr, ne? Oh, okay. Ja, anfangs war es ja nur so, auch für mich und für sie so ein bisschen, naja, ne, gucken wir mal. Ja. Aber mittlerweile ist es halt so, dass da halt einfach schon auch mehr gesprochen wird und keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Das ist für mich ist es auch einfach nicht nachvollziehbar so. Ich bin grundsätzlich eigentlich dieser Schmerz, man fühlt ihn fast, ne? Oh, zwei Liebende. Aber sie sind für immer getrennt und sie können nie zusammenfinden. Ab und zu sprechen sie und telefonieren sie miteinander, aber sie können einfach nicht zusammen sein, obwohl sie doch zusammengehören. Halt dein Maul, Rainer. Jemand, der einfach ist, ein einfacher Mensch ist, aber sie sieht das auch wieder anders. Also in ihren Augen bin ich kein einfacher Mensch. Okay. Ja, in ihren Augen bin ich ein komplizierter Mensch, was ich witzig finde, weil ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass ich ein komplizierter Mensch bin. Aber das ist ja auch wieder nee, ich glaube auch, dass du relativ eindimensional bist, Rainer. Rainer, du bist ein Narzisst, der auf die eigene, dessen Lebensfokus auf der eigenen Triebbefriedigung liegt. Der momentan am lautesten schreiende Trieb muss sofort befriedigt werden. Da wird alles dafür getan. Du bist ein Trüffelschwein, Rainer. Nur, dass du keine Trüffel suchst, sondern Scheiße. Habe ich bisher jetzt auch noch nicht so wahrgenommen. Also, keine Ahnung. Ja gut, du kennst mich auch nicht. Ja, nee, aber wäre mir jetzt bisher noch nicht aufgefallen. Also, ich wüsste jetzt nicht, an welcher Stelle man sagen müsste jetzt hier, du bist ein komplizierter Mensch oder so. Möchtest du auch nicht sagen, tatsächlich. Ja, wer weiß. Vielleicht finde ich das ja noch raus. Spaß. Ja, wer weiß. Vielleicht. Mal gucken. Mir muss halt klar sein, dass ich derzeit definitiv nicht im Interesse bin, eine Liebesbeziehung in dem Sinne einzugehen. Ich habe halt Interesse an einer Freundschaft plus, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch richtige Beziehungen irgendwann, aber derzeit ist halt einfach die Situation auch gar nicht gegeben. Ich muss ja vorher sagen, ich habe keinerlei Interesse an einer Beziehung. Ja, vielleicht Freundschaft plus, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch eine Beziehung. Ja, aber das... komm, ich blende ihn euch schnell ein. Er geht jetzt mir wieder nicht mehr aus dem Kopf, sondern der muss jetzt raus. Mein Homer ist kein Kommunist. Er ist vielleicht ein Lügner, ein Schwein, ein Idiot oder ein Kommunist, aber er ist ganz sicherlich kein Pornostar. Der hier, oder? Also, an den musste ich jetzt einfach denken wieder. Er will keine Beziehung. Ich will nur was zum Bimsen. Vielleicht Freundschaft plus, vielleicht ein bisschen mehr. Oder vielleicht auch eine Beziehung. Homer ist kein Kommunist. Ja, alles gut, verstehe ich. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Oder wäre. Ja, das war jetzt tatsächlich eine indirekte Frage. Okay. Naja, ich weiß nicht, ich bin gerade... Nee, Rainer, das ist eine ziemlich direkte Frage. Das war eine ziemlich direkte Frage. Das war die Frage, hast du Bock, hier Freundschaft mit mir zu machen? Ne? Snooze nur mit Benefits. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Auch nicht auf der Suche nach einer Beziehung, also ist mir eigentlich relativ egal. Mal schauen, was sich halt so entwickelt, weißt du? Ja, klar. Man kann ja sowieso nur gucken, was sich mit der Zeit entwickelt. Eben. Also, ich finde das auch schwierig, zum Beispiel... Das ist das, was sie gerade gesagt hat. Papagei Rainer ist wieder am Stissel, ha? Ja, man kann schauen, was sich entwickelt. Ja, man kann schauen, was sich entwickelt. Also ich bin früher quasi auf Tinder unterwegs gewesen und Leute, die dann so auf Tinder nach einer Beziehung suchen, das ist immer so richtig komisch, wenn man dann zusammen auf Dates geht und schon mit der Absicht so, man möchte eine Beziehung eingehen, weil man ja noch gar nicht richtig weiß, so, ja, was ist das überhaupt für eine Person und würde die überhaupt beziehungstechnisch zu mir passen oder wäre das eher eine Freundschaft oder sonst irgendwas, also... Naja, das ist halt Dating, Digga. Und der Vorteil an Online-Dating ist ja, dass man von vornherein relativ gut klar, also bevor die Kontaktaufnahme passiert, schon klar machen kann, was man sucht und was man nicht sucht. Und wenn dann da drin steht, nur ich suche jemanden für eine Beziehung, dann, und ich habe keinen Bock auf eine Beziehung, sondern eine Freundschaft plus oder vielleicht ein bisschen mehr oder vielleicht auch eine Beziehung, aber kein Pornostar, dann wische ich halt nach links, Digga. Wo ist das scheiß Problem? Das ist halt Online-Dating. Schreibst du halt im Idealfall wahrheitsgetreu in dein Profil rein, wonach du suchst. Und wenn dann irgendjemand das Gleiche will, denkt er sich, boah, cool. Wissen wir mal nach rechts, schauen wir mal, ob das geht. Das Prinzip von Online-Dating. Aber wenn man sich dann trifft, ist dann wenigstens schon
vorher sind dann klare Verhältnisse geschaffen. Ne? Hat seine Vorteile, würde ich sagen. Im Gegensatz zu, wenn man irgendwie beim Fortgehen jemanden anspricht und dann weiß man es nicht. Ne? Wie sind die Intentionen des anderen? Bei Rainer weiß man es, weil der fährt ja gar kein Motorrad. Und so das drauf zukommen lassen, finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man sich trifft und dann schaut, wohin es eigentlich führt, weißt du? Meinung dazu wissen? Ja. Ich bin der... Nee, Rainer, deine Meinung ist im besten Fall dämlich und im schlimmsten Fall ist die strafrechtlich relevant. Behalt die bitte für dich. Meinung, wenn du Interesse an jemanden hast, ne? Also jetzt nicht irgendwie gleich Beziehung oder sowas, sondern einfach allgemein Interesse. Ja. Dann triff dich mit der Person, geh vielleicht 1-2 Mal mit der Person aus. Wenn dann weiterhin Interesse besteht, vögelt vielleicht ein paar Mal. Und dann wird es mit der Zeit schon ergeben, ob eine Beziehung aus euch wird oder nicht. Man kann auch sagen, ja, wir sind jetzt mal zusammen und probieren halt einfach mal eine Beziehung. Die Leute... Das hört sich wieder an wie das Konzept irgendwie von Carola aus armes Deutschland. Ne? Dann triff dich mit der Person, schau mal, wenn die eine Wohnung hat, ist gut. Ne? Man muss dann nicht mehr auf der Straße schlafen, dann vielleicht 3, 4, 50 Mal Geschlechtsverkehr und dann schauen wir mal, ob du den überhaupt magst. Die Leute gehen heutzutage an das Thema Sexualität und Beziehung viel zu kompliziert ran, finde ich. Wenn du Interesse an jemanden hast, kommt zusammen. Es sagt auch, dass ihr in einer Beziehung seid. Zieht aber nicht gleich zusammen, zieht nicht gleich in dieselbe Wohnung. Ja. Rainer, das ist nicht ein Phänomen von heutzutage. Und klar, dass man, also ganz ehrlich, wenn man jung ist und sagt, hey, ich möchte jetzt hier Halligalli Drecksau-Party und ich möchte Erfahrungen sammeln und ich habe jetzt einfach keinen Bock, mich zu binden, sondern ich will einfach dieses Wochenende die eine Person und nächstes Wochenende eine andere Person in der Kiste haben. Es ist auch scheißegal, ob du Männlein oder Weiblein oder was auch immer bist. Hey, go for it. Ne? Jung sein ist die Zeit, wo man sowas machen kann. Ne? Aufpassen, dass es da nicht irgendwie zu irgendwelchen Krankheiten, Schwangerschaften etc. kommt, die keiner haben will. Let's go. You do you. Aber wenn du danach Bock hast irgendwie auf eine Beziehung, dann ist das, was du gerade beschrieben hast, natürlich relativ der normale Weg. Oder dass man sagt hier, ja, man trifft sich und man schaut, ob man klarkommt und dann kommt mal zusammen und dass man nicht gleich sofort zusammenzieht. Aber das ist ja auch nicht Rainers Prinzip. Beim Rainer war es ja schon so. Das war ja Indigo-Bärchen, war ja schon so, hallo, wir kennen uns, wir haben jetzt 5-mal miteinander telefoniert, wollen wir nicht zusammen das Sozialamt bescheißen und in eine gemeinsame Wohnung in Nürnberg ziehen, als WG-Partner, wo wir eigentlich dann in einer Beziehung wären. Das war beim 5. Gespräch. Und jetzt erzähl dir ja, sofort zusammenziehen, das ist vielleicht keine gute Idee. Fangen nicht gleich an, Kinder zu machen, sondern kommt einfach erst einmal zusammen und dann schaut es da mal. Genau. Geht ab und zu mal aus, vögelt ein bisschen, lernt den anderen Menschen kennen, weil du kannst, eine Beziehung fühlt man nicht, indem man hergeht und sagt, hey, ich fühle jetzt eine Beziehung und meine Frau ist jetzt die und die Person und mein Mann ist jetzt der und der Mensch und nein, man geht einfach her und schaut sich einfach mal an und guckt da mal, ob man damit überhaupt in irgendeiner Form klarkommt. Und in jeder Beziehung. Das ist erbärmlich auf so einem unfassbaren Level. Wo man wieder merkt, der Mann war noch nie in einer echten Beziehung. Dieser Mann ist 36 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz, aber kurz davor, und war noch nie in einer richtigen Beziehung. Und da stottert jetzt da der Frau irgendwas vor, wie das läuft, wie das funktioniert, dass man sich am besten erst einmal kennenlernt, bevor man Kinder in die Welt setzt. Ja, Rainer, die Erkenntnis des Jahrhunderts. Es ist schon besser, wenn ich die Person kenne, bevor ich eine Familie mit ihr gründe. Mind blown. Das ist auch eine Sache. In jeder Beziehung gibt es Streit und Stress. Das ist einfach so, das gehört zum Leben. Ja. Und wenn du jetzt gehst und sagst, ey, meine Beziehung ist voll kacke, in meiner Beziehung geht alles drunter und drüber, es ist voll scheiße, weil meine Frau mich einfach nicht versteht oder mein Mann mich einfach nicht versteht, kein Plan und so. Und gut, das hier ist auf jeden Fall Silber, das ist aber auch ein guter Lohner, oder? Ja. Ja, einfach mal das mit. So. Und das ist halt einfach völliger Schwachsinn. Also du wirst in jeder Beziehung,
wenn du mal ein 60-jähriges oder 80-jähriges Paar triffst, so, Ja. dann frag die mal, was eine Beziehung wirklich bedeutet. Also ein Pärchen, die sich halt immer noch lieben, so. Ja. Frag die mal, was eine Beziehung ist. Eine Beziehung besteht nicht darin, dass du hergehst und für alles eine Lösung hast. Ja. In einer Beziehung kommt es darauf an, die Beziehung führen zu wollen. Es kommt darauf an, in der Beziehung kommt es nicht darauf an, die Beziehung führen zu wollen. Das ist deine Kindergartenvorstellung von Liebe. Ich will jetzt eine Beziehung haben. Dann habe ich jetzt auch eine. Und wenn ich sie mir selber einbilden muss. In einer Beziehung geht es darum, die Person zu finden, mit der du die meiste Zeit verbringen willst. Es geht darum, die Person zu finden, dass wenn du irgendwo im Internet ein lustiges Meme findest, ja, dass das die erste Person ist, die dir in den Kopf kommt, mit der du dieses Meme teilen willst. Hey, guck mal, ist funny, ja? Mit der du über dieselben Dinge lachen und über dieselben Dinge weinen kannst. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man dieselben Dinge mag, aber es ist vor allem auch sehr, sehr wichtig, dass man dieselben Dinge nicht mag. Dinge gemeinsam scheiße finden, schweißt zusammen. Ne? Meine Meinung. Rainer, du bist da wirklich diesbezüglich eine Gemeinsamkeit, die meine bessere Hälfte und ich haben, sondern wir können die beide nicht ausstehen. Und dieselben Dinge hassen ist meiner Meinung nach genauso wichtig wie dieselben Dinge zu lieben. Und dann verbringst du automatisch am liebsten deine Zeit mit dieser Person und dann ist eine Beziehung einfach die logische Folge. So. Beziehung zu führen. Man kämpft für eine Beziehung. Ja. Jeder hat mal seine eigene Meinung. Du musst bedenken, in einer Beziehung seid ihr zwei Menschen, die teilweise auch vollkommen unterschiedlich an Sachen herangehen. Und wenn ich zum Beispiel... da ist dann, ne, bei den Sachen, wo man dann wirklich gern unterschiedlich ist, da ist dann Kompromissbereitschaft angesagt, aber das ist auch ein Fremdwort für dich. Ne? Das ist auch ein Fremdwort für dich. Bei Rainers Kompromissbereitschaft ist so, Rainer hätte gerne 5 Kinder und sie sagt, sie will unter gar keinen Umständen überhaupt irgendwelche Kinder und sagt, okay, dann einigen wir uns auf 3. Also, das ist Kompromissbereitschaft in Rainers Kopf. Ne? Richtig angepisst bin. Ja. Und in einem Streit. Ja. Ich gehe aus dem Zimmer. Ich gehe raus. Ich will damit der Person nicht schaden, sondern ich will damit vermeiden, dass ich der Person irgendwas an den Kopf werfe, was ich nicht zurücknehmen kann. Was, wenn mir die Person folgt, oft passiert. Und ich habe schon viele Beziehungen. Keine Ahnung, du hast schon versucht, Leuten Dinge an den Kopf zu werfen. Eine Axt oder eine Tasse oder dergleichen. Ja, also besser, wenn es dann lieber aus dem Zimmer gehst. Jetzt nicht nur sexuelle, sondern auch freundschaftliche Beziehungen kaputt gemacht, weil Leute dann nicht verstehen, dass ich in dem Moment Abstand brauche, weil ich sonst etwas tue, was unsere Beziehung langfristig kaputt macht. Das verstehe ich auf jeden Fall, ja. Ja, man braucht... Ja, aber das ist halt auch irgendwie, ne, auch wieder so eine Red Flag, oder? Wenn du sagst, ich muss jetzt aus dem Zimmer gehen, ansonsten hau ich dir eine in die Fresse, dann liegt vielleicht der grundlegendes Aggressionsproblem zugrunde, das einen dazu bringen könnte zu denken, dass die Beziehung vielleicht doch nicht die allergeilste Idee ist. In dem Zusammenhang eben auch einfach seinen Freiraum. Ja. Gleichzeitig darf man aber eine Beziehung wegen so einer Sache nicht gleich kaputt machen. Wenn du jetzt anfängst, mir nachzulaufen und mich komplett fertig zu machen und mir nachzurennen und mich anzuschreien, selbst wenn du weißt, dass ich meinen Freiraum brauche, weil du einfach so ein Mensch bist, der dann einfach versucht, das auszudiskutieren, dann darf ich die Beziehung genauso wenig einfach kaputt machen, indem ich sage, ja gut, du hast meinen Freiraum nicht akzeptiert, muss ich gehen. Andersrum musst du genauso, wenn ich gehe, nicht gleich sagen, ja okay, er ist jetzt einfach gegangen, verpiss dich jetzt, ne? Dann eher geht in der Situation mit dem Stress anders um. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin überhaupt nicht der Mensch, der irgendwie richtig sauer werden kann und richtig, weiß ich nicht, jemand anschreien kann oder so. Das kommt bei mir einfach nicht. Ich habe diese Wut irgendwie nicht richtig da. Wenn irgendwie was ist, dann werde ich halt eher traurig. Dann mache ich das so ein bisschen mit mir selber aus. Weißt du, was ich meine? Hey, ich kann schon gut wütend werden. Wie der ein oder andere von euch mag es vielleicht mal mitbekommen haben. Ich kann schon gut auf 180 drehen, aber halt nie auf seinem Niveau. Ne? Man darf auch mal wütend sein. Und, aber ich hatte auch schon einen Freund, bei dem war das auch so, der ist dann, also bei ihm ist das so hochgekocht alles und hat dann halt einfach die Situation verlassen, damit er nicht zum Beispiel mich anschreit oder irgendwelche Dinge sagt, die er dann später bereuen wird oder so. Und da musste ich auch erst lernen, okay, ich lasse ihn jetzt mal in Ruhe und ich lasse ihn jetzt mal so sein Ding machen. Aber wenn man das einmal weiß und wenn man das lernt, dann kann man ja ganz anders damit umgehen. Das ist leider leicht abgehackt. Ups, das kann an meinem WLAN liegen. Wirklich.
Das ist immer mal wieder ein bisschen schlecht. Ich könnte höchstens mir einen Hotspot aufmachen. Alles gut, soweit verstehe ich dich ja. Auf jeden Fall, was ich letzten Endes damit sagen will, also Fazit. Eine Beziehung basiert darauf, dass zwei Arten von Menschen zusammenkommen und auch willens sind, für die Beziehung zu kämpfen. In dem Moment, wo einer von den beiden für die Beziehung nicht mehr kämpft, in dem Moment ist die Beziehung zu Ende. Das ist einfach eine Tatsache. Weil du kannst keine Beziehung führen, wenn einer von beiden aufhört zu kämpfen. Und mal muss er für sie kämpfen, mal muss sie für ihn kämpfen. Ja. Mal müssen beide füreinander kämpfen und mal müssen beide zusammen kämpfen gegen anderes. Das ist einfach, so ist einfach eine Beziehung. Das liegt einfach daran, das ist einfach eine Natur der Dinge. Ja. Das soll da Paradebeispiel für die Winklersche geistige Diarrhoe. Das sehe ich genauso. Ja, und das ist aber das Problem daran, ist immer, dass es leichter gesagt als getan ist. Das ist ja generell so, man kann ganz viele Dinge eigentlich theoretisch wissen, aber die dann immer umzusetzen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, Theorie und Praxis sind sowieso zwei verschiedene Schulen. Ja. Das ist Sache, die du als Mathematikerin bestimmt kennst. Okay, da sind wir jetzt an dem Punkt. Ich schreibe mir jetzt den Timestamp nochmal auf. Bei 32 Minuten sind wir in Videonummer. Erster Call. 2. 32 Minuten geradeaus. Gut. Ja, dann haben wir heute ein bisschen was geschafft. Ich hätte noch ein bisschen mehr schaffen können. Aber ich wurde aufgehalten in der Früh. Und aber jetzt habe ich heute 2 Sachen aufgenommen. Eine Sache ist jetzt währenddessen veröffentlicht worden. Die habe ich gestern aufgenommen. Die musste nochmal extra überprüft werden, weil ich ganz böse bin. Und ganz primitiv, nur voller Hass und Gewalt alles. Da kann man natürlich irgendwie keine Finanzbetrüger ihre Werbung schalten lassen auf meinem Video. Aber das ist jetzt veröffentlicht worden. Die 2 lade ich jetzt beide hoch. Und dann kommen die über die nächsten Tage verteilt. Und dann schauen wir mal weiter. Ich weiß nicht, wie viele Videos das es dann danach noch gibt. Ich glaube, da ist gestern auch erst wieder ein neues rausgekommen. Es ist ja jetzt aktuell, ist es ja wirklich interessant. Die langweilige Daddelei ist vorbei und er redet sich wieder um Kopf und Kragen und versucht seinen Charme spielen zu lassen, um das Bärchen klar zu machen. So plump, wie wir ihn kennen. Ja? In diesem Sinne. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.